Moin. Was geht da Neues halt? Oder respektiv, was steht da drin? De Moment nicht allzu viel. Die Rechnung von der Miseralien habe ich gemacht. Okay, super. Hast du schon Baguette bestellt für die 3 Lunchboxen? Ja, das meine ich. Okay, super. Ça va. Merci. Merci. Mon nom à moi, c'est Jérôme Naï. Je suis le gérant depuis 2007 ici dans l'épicerie sociale solidaire de Solœuvre. Je m'appelle Sven, je suis le sous-gérant de l'épicerie, l'adjoint de Jérôme, et je m'occupe un peu de ce qui concerne les achats des marchandises, l'organisation du personnel qu'on reçoit du Service national de la jeunesse ou bien des stagiaires. Das Projekt von der Epicerie Social Solidaire Solva hat verschiedene Piliers. Ich meine, so Pilier, das sind verschiedene Konzepte. Wie gesagt, wir sind ein Kooperativ und noch zu gleicher Zeit haben wir ein Agreement als SES. SES, das ist eine Société Impact Sociétal. Da haben wir 5 Indikatoren gehen. Und das ist der Folge, dass wir den ersten Indikator ist, dass wir hier am Boutique hauptsächlich Bio, lokal, regional und Fairtrade Produkte wollen und als Klienten verkaufen. Den anderen Indikator ist, dass sind als Klientenbeneficiären aus der Gemeinde Sösen, die da vom Office Social Bon Alimentaire kriegen von x Euro die Woche, die dann auch die Chance haben oder Gelegenheit haben, für hier am Boutique Zugriff zu haben zu einer gesunden Ernährung, aber da auch dann zu einem sozialen Preis. Fred, schon nach Catering für Gemeinden gekriegt für 2022. Es sind 3 Lunchboxen zu machen. Heute haben wir ja Catering, ne? Ja. Das geht an 3, dass wir für 12 hier fortfahren. Ja, super. Je m'appelle Fred Morgataler, chef de cuisine à l'épicerie. Mon rôle, c'est de préparer les menus, proposer les menus et de regarder que tout se passe bien avec la préparation du catering qu'on a tous les jours pour l'université et la commune. On a tous les jours une quarantaine de clients à peu près et on a à peu près une vingtaine de livraisons autour et des gens qui viennent chercher, emporter. On est entre 5-6 personnes en cuisine pour préparer tout cela tous les jours. I'm Marzena Eva Dzierlęga and I work here in Epicerie 4 years already. So I came to work here in Epicerie from the social program. I was looking for a work, for place where I will be well adapted and accepted with all my difficulties, for example, language. I was lucky because here I got all these opportunities. So my skills, they were also not a big problems because as I was very open to learn, they helped me very much, they support me. It was incredible support at this time of my life and I grow here. Hoi Marina, wie geht es? Ja, gut. Ja? Ja. How könnt ihr die Gemeinde Sachen sichern für das Sommerfeeling? Hast du Pfefferminz bestellt? Ja. Das könnt ihr dann halt, Das ne? könnt ihr Okay, alles, ja. super. Okay. Merci dann, ne? Gut. Ça va? Moin, mein Name ist Schilz Marina. Ich bin an der Epicerie seit dem 3. Juli 2015 arbeite ich bin zuständig für das Käse hauptsächlich, für die Kommanden zu machen, für den Telefon zu machen, auch für die Kommanden von den Klienten zu realisieren, für verschiedene Ateliers, auch noch mit den Studenten umzugehen, für ihnen zu weisen, was wir alles an der Epicerie machen, auch für Reklamationen umzuholen, die es gibt. Ja, und dann, wenn es ein bisschen mehr ruhig ist, dann gehen wir eine Durchdrehung machen, kontrollieren, ob alles an der Reihe ist, was fehlt, für die Kommanden zu machen. Ja, genau. Und dann die Reserve gucken und noch gucken, dass es immer proper ist. So geht dann die Zeit rum. Sehr gerne. Wie ist das mit den Lieferungen? Wie organisieren wir es da? Das freut uns, ich liefere alles, was ohne Essen ist. Direkt bis 11 Uhr alles fertig. Okay. Und dann um 11 Uhr fängt ich immer die Lieferung beim Essen. Okay. Bis 1:30 ungefähr. Die Rechnung haben wir schon präpariert, alles. Okay. Das sind 3. Je m'appelle Germain, je travaille pour Ice Épicerie depuis à peu près 3 années et je m'occupe de beaucoup de choses. C'est les commandes, c'est le catering, la terrasse, livraison des clients, des repas, les commandes de l'épicerie et ici à l'épicerie et aussi sur les sites extérieurs. Die Leute, die ich beliefern,
Die haben verschiedene Alteren. Verschiedene haben einen leichten Handicap oder verschiedene sind einfach schon in einem gewissen Alter, wo sie nicht können viel mehr rausgehen. Und ganz wichtig ist einfach nicht nur die Essen oder die Sachen, die springen, aber auch der Kontakt mit den Leuten. Das heißt, ein kleiner Smalltalk, wie ich immer so. Ein bisschen mit den Leuten schwätzen, wie geht es, was macht er und so weiter. Und dann zählen die Leute eigentlich mal Probleme oder so. An dem Fall sind sie immer froh, wenn ich komme. Sobald ich schelle, dann sind sie froh, wenn ich da bin. Nicht nur wegen dem Essen, aber auch wegen dem persönlichen Kontakt, den denen Leute ganz wichtig ist. Wir haben vom Alltag geschaut, an der Epicerie, was mich immens motiviert, hier heranzukommen, respektive hier zu schaffen, als einfach nicht durch den sozialen Aspekt, das ein Lieu sozial, solidär, sondern ich mal, das selbst was mir wirklich ausschwätzt. Für mal da einfach zu sehen, wie verschiedene Leute, die bei uns in den verschiedenen Sparten arbeiten, groß gehen und dann irgendwann bereit sind für auf den Arbeitsmarkt. Das ist als Hauptziel. Und wenn wir die Ziele, respektive wir die Ziele erreicht haben, das ist für mich schon etwas ganz Phänomenales, für können am Alltag dabei zu sein.